onze Geschichte Nummer 63. Ditmal vertalen we nog meer van de Durango-Mennoniten. Laatstmal hadden we nog groot angefangen daarvan te reden, dat de oud-kolonische Durango, La Batea en La Honda Ältestas en de stad Durango met de eerste generaal over de zaak van militärkorten merken reden konden. Nu vertalen we wieder daarvan. De Ältestas zeiden dem generaal dat ze zich door grote zorgen over maken, wanneer Mennoniten de militärkort onderschrijven zullen. En de generaal verzocht de Ältestas en ihre redner dat zij duidelijk te erklären dat hij van de hoge regering den bevel gekregen had, beambte mannen en de Mennoniten ihre dorpen te checken en door de Mennoniten de gelegenheid te geven zich als landesburger registrieren te laten. En dat jeder einer, der sich als mexikanischer Bürger registriert, im Dezember im selben Jahr seine Militärkarte erholen wird. Und zwar ganz ohne irgendeinen Dienst leisten zu machen. Das General stellte die Sache so an, als wenn das bloß eine Registrierung wäre und dass die Militärkarte für die Mennoniten nicht mehr zu bedienen haben wird als eine Identifizierkarte. Er sieht auch, dass das für die Mennoniten eine ganz freiwillige Sache wäre. Aber er muss den von der Regierung gekriegenen Befehl nachkommen und Beamte nur die Dorpen checken und den Mennoniten diese besondere Gelegenheit anbieten, dass sie sich auf diese Bedingung als Landesbürger einregistrieren können. Der General sieht, sie hielten dort dafür, dass die Regierung den Mennoniten in dieser Sache besonders entgegenkam und dass das für die Mennoniten eine übergewöhnliche Gelegenheit bedient. Die Durango-Mennoniten gingen auf diesem Angebot an und Durango-Regierungsbeamte kamen einen Tag erst an ein Dorf an, wo die Menschen an das Dorfschulhaus kamen und da merken die Beamte das für alle in Mexiko geborene Personen, die dort wollen, vor dich, dass sie mexikanische Bürger werden können. Das taten sie an demselben Tag auch noch an einem zweiten Dorf auf der Durango-Siedlung. Die Durangische Beamte wollen das am nächsten Tag in Meierdorfer vor dich merken kommen, aber dann, als das an diesem ersten Tag Abend geworden wäre, dann wird zu abends von der nationalen Radiostation und an den Zeitschriften ungefähr das gesagt. Von der haben die Durangischen Mennoniten dort angenommen, wo sie sich was nu noch immer vergewehrt haben. Alle Männer lassen sich Militärkarten merken und wurden freiwillig militärpflichtig. Und als das passiert wäre, dass so überall ausgepersonen worden wäre, dass die Krieg dort jeden Teil getan haben, von was sie den Mennoniten versprochen haben, dann fehlten die Durango-Mennoniten sehr Bedrohungen von ihrer Regierung. Und sie leiten das an die anderen Dorpen all nicht auch noch vor dich merken. Heinrich Weibergen sagt, die Oms wurden sehr beschuldigt für diesen Fehler merken. Und vielleicht wäre das auch ein Fehler, dass die Leiders auf die Regierung ihrem Angebot angingen und ihre Glieder leiten Militärkarten merken, um sich anbürgern lassen. Aber das wird bestimmt nicht ein mutwillig gemerkter Fehler. Dann, wenn sie gedacht haben, dass das wem würde in Gefahr bringen, dann haben sie das nicht getan. Aber vielleicht wird es doch besser gewesen, wenn die uns eine Bruderschaft angestellt haben, um so eine wichtige Entscheidung mit den Brüdern zu merken. Dann viele Brüder haben die uns nachher noch lang sehr dafür beschuldigt. Am Versuchen einen Weg zu finden, wo die vielen Beschuldigungen endlich abhören können, in diese Sache zu einem friedlichen Ende zu bringen, stellten die uns mit der Zeit eine Bruderschaft an. Auf diese Bruderschaft fragte der Älteste der Brüder, ob sie andere zu Gott holen wollen oder können, dass sie sich hatten überreden lassen von den mexikanischen Regierungsbeamten, ihre Glieder Militärkarten merken zu lassen, sich anbürgern zu können, sodass sie können regelrechte Passaportes merken.
Diese Sache regt nicht nur die meisten Durango-Mennoniten sehr ab, aber auch viele Chihuahua- und Zacatecas-Mennoniten. Bald redet man die Mennoniten in Mexiko überall davon, dass sogar die oldkolonische Prediger auf der Durango-Kolonie Militärkarten gemerkt haben. Und besonders reden sich viele Kolonisten auf der El Capulin-Kolonie in Chihuahua sehr darüber ab. Da wir eine Gruppe Familienvaters wohnen all meid werden von dem immer all ihr Land bewatern machten, und da wären scheinbar auch all verschiedene andere Sachen, wo wir in diese Virus all nur eine Ursache sagten von der El Capulin-Siedlung wegstreichen zu können. Und aus den Mennoniten in Mexiko da noch überall davon hören, was auf der Durango-Kolonie passiert, wir wären dort in Mexiko Berja waren, wozu mennonitische Männer eine Militärkarte unterschrieben mussten, dann war nicht nur auf der El Capulin-Siedlung, aber besonders da sehr viel davon geredet, dass die Mennoniten in Mexiko nie alle ihre Militärfreiheiten verlieren würden. Eine Gruppe von den El Capulin-Kolonisten können ihren Ältesten, Johann Friesen, den Sohn von dem ältesten Johann Friesen, wo einmal die Oldkolonie von Manitoba nach Mexiko leid, dort zu bereden, dort eine Delegation Männer nach Argentina geschickt wird, dort gewünschte Freiheiten auszuarbeiten mit der Regierung und dann passendes Siedlungsland dort zu suchen und zu kaufen. Sie fangen dort beides, gewünschte Freiheiten und passendes Siedlungsland. Und dann 1986, 87 wanderten die oldkolonische El Capulin ältester Johann Friesen, Prediger Johann Leuben, Prediger Johann Fehr und ein Port von der El Capulin Gemeindeglieder mit ihrer Familie taub aus nach dem Land Argentina. Man hat dort noch mal weiter so ausgelegt, dass es wegen Glaubensfreiheit wäre, dass es zu dieser Auswanderung kommen muss. Als diese oldkolonische Uitwandererfamilien auf der El Capulin-Siedlung in Chihuahua ihre Wirtschaften verkaufen wollen, dann wären auf ihrer Siedlung nicht genug Käufer dafür. Und dann kämen erstaunlicherweise sogar etliche oldkolonische Formen von so weit auf aus der La Honda-Siedlung in Zacatecas, wo sie von Regenfall Ernten kriegen und kauften Wirtschaften auf der El Capulin-Siedlung in Chihuahua, wo sie dem Erdboden mal mit Bewaterung eine Abend aufgewinnen können und siedelten mit ihren Familien über dorthin. Von der La Honda-Siedlung in Zacatecas trocken auch etliche Familien nach Argentina, wo die El Capulin-Gruppe handtrok. Die Oldkolonie ihr Schulwesen in Durango, zoals Franz Ginter dort beschrift, hat Jakob Wahl mir auch zugeschickt. Ein Betheater topgevoerd als Franz Ginter dort beschrift, weil wir hier Worte von vertalen, wo er dort oldkolonische Schulwesen auf der Durango-Siedlung in den Anfangsjahren beschrift. Ginter fängt sein Schreiben so an. Einen Morgen kam Abraham Weiklassen, einer von dem Dorfsamt in Hochstadt, oder Hochstedt, noch uns und redet mit mir über einen Schullehrer meiden, um in ihre neue Schule anfangen Schule zu haben. Er sagt mir, ich glaube, du bist der geeignete Mann dazu, weil du für physisch schwere Arbeit nicht gesund genug bist. Ich kann mich aber noch nicht kurz dazu entschließen. Klassen gab mir Zeit, diese Sache zu überlegen. Er sagt, morgen Abend habe ich zu schulden, wozu alle Umtjes eingeladen sind. Ehe ich hingehe, komme ich mir bei dir Bescheid holen über was du darüber beschlossen hast. Ich habe also 2 Tage mir dort zu überlegen. Ich dachte meine Lehre durch. Ich überlege meine Lehre Schulbildung
Ik dacht onze gemeenten zou ihre Bedingungen durch, en die wären diese. Der Schullehrer soll wie im Schulholen Gemeinden sein, Einmütigkeit, Opferwilligkeit und rechtes Verstehen pflegen. Und was den Oberst wünschten, soll auch in Betracht genommen werden. Jeder Schullehrer soll ein friedlebendes, gehorsames Gemeindenglied sein und soll diesen sein auch an die Schulkinder anplanten. Er soll sich der Schularbeit ganz widmen oder übergeben, angeben, und dort wir jeder Schullehrer seine Pflicht, sich immer so zu benehmen, dass seine Schüler immer mit Achtung, Ehrfurcht und Liebe begegnen können. Hauptsache in der Schule wie Religionsunterricht. Aber damit soll man nicht so weit gehen, dass die Schule den Prediger verabscheut. Die Tagsbücher an der Gemeindenschule wären die Bibel, der Katechismus, das Neue Testament und das Alte Testament, die Bibel. Der Katechismus muss auswendig gelehrt werden. Dort schreiben sollen die Kinder mit gotische und auch mit latinische Buchstaben lehren. Dort singen, dort rechnen und dort Koprechnen soll die Schulkinder gelehrt werden. Die Schulregeln, Gedichte und Wünschen sollen die Kinder auswendig lehren. Of ich dit alle würde tun können mit meiner 8 Jahre Elementarschulbildung, das gibt mir viel zu bedenken. Aber am nächsten Abend kam Abraham Klassen, hätte Schulden ging, und frug mich, of ich mich über ihr Angebot besonnen habe. Und wann so, für was für einen Preis ich Schullehrer sein will. Ich sehe, ich wäre willig, dort für einen Monat, den sogenannten Sommermonat zu versägen, und ich will dafür 18 Pesos haben. Gut so, sagt Klassen, und ging dann nach dem Schulhaus, wo die Hochstädter noch am Lüden. Am nächsten Tag kam Abraham Klassen und sagte mir, wir sind uns einig geworden, die für einen Monat aus unseren Schullehrer zu meiden, und zwar für 18 Pesos, so du anbaust. Am nächsten Montag, als ich nach der Schule heimkam, dann wären da all mehrere Nobers mit ihrer Schulkinder taub, um noch ein Bett reinzumerken zum Schul haben. Ich feilte an meine Brust ein Bett unheimlich, als ich die 48 Schulkinder an mir ansah. Sie wären lustig und ich feil beengt an meine Brust. Die Nobers verleiten den Schulhof und ich raub die Kinder an der Schule an, wobei mich meine Stimme meist verseht. Durch diesen ersten Schultag hatten meine gespannten Nerven überall neu geladen. Nach dem Sommermonat versuchte ich mich auf unsere kleine Wirtschaft nützlich zu merken. Wir hatten 2 kleine Ossen, und meine früheren Eckpferden für einige Nobers am Dorfplatz Hei in der Haus. Dafür krieg ich wieder Hälfte von ihrem Hei. Damit hatten wir dann auch genug Futter für den Winter. Aber das Heistärken hatte ich doch loten gesollt, denn ich war krank davon. Ich war aber bald gesund, und ich feilt den Raub als Schullehrer für den Winter, ditmal für 25 Pesos den Monat, und zwar war am Dorf Hochstedt. Für das Schuljahr 1932-33 boten die Büros in Rheinland Schullehrer Franz Ginter den höchsten Lohn für ihr Schullehrer sein. Und Franz Ginter sagt, ich vermeide mich an dem Dorf Rheinland als Schullehrer. Aber weil wir in Rheinfeld wohnten, musste ich immer 6 Kilometer fahren bei Rheinland. Für das zweite Schuljahr in Rheinland trug wir daheim. Als die Schule im Fahrjahr von der Oms untersagt ward, dann ward mir von an gesagt, in Kanada haben wir die Schullehrer gedodelt, wenn sie sich vergreifen und zu weit gehen mit ihrem Lehren an der Schule. Das schweigt mich an meinem Vernehmen, denn ich will die Schulbildung Jahren noch höher bringen. Ich will andererseits aber kein Friedensstierer werden. Schullehrer Franz Ginter seinem Schreiben klingt auch weiter erhöht, dass auch in Durango viele Eltern wären, wo ihre Kinder mehr und rechter lehren lassen wollen, dass aber auch ihre geistliche Leiter hechret und rechtret lehren und gedreckten. En nu de Oud-Kolonische Gemeente komt op de Durango-kolonie
en de lot 1990 jaren met ihre menschliche Gesetzen omeen. De leiding van de Durango-Old-Kolonie-Gemeinde had de kolonisten zo'n moderniseringen als gomreifentrekters en kofferten gebroken, elektrische Kraftstroom en telefoon haben noch lang immer verbeiden gekonnt. Dadurch werden aber auch lang immer noch mehr Uneinigkeiten mank ums und breiter entstanden. Aber man will dort auf der Durango-Siedlung nicht zugeben, dass ihre Kolonisten die Modernisierungen, wonen de Chihuahua-Kolonie, Old-Kolonie al lang alle Goedgeheiten en angenomen hadden, ook endlich mit Freiheit haben dürfen. Mit der Zeit waren die Uneinigkeiten daarbij so groß, dass die Durango-Old-Kolonie-Gemeinde dadurch ganz einbrach. En es steht sich verseken einig zu worden, die Modernisierung und Tautoloten, trocken 1997, 98, ältester Bernhard F. Bickert, 5 Ohms en ein Port von den oldkolonischen Gemeindengliedern mit ihrer Familienstaub nach Argentina. Als ältester Bickert noch eine letzte Bruderschaft aufhält in der Durango-Kolonie, wen dort von der Durango-Kolonie wegtragen, dann wir sehen Text, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Ob diese Bruderschaft früher eingebreitet, wonen nicht die Mädel hatten, die ihre Ansiedlung nach Argentina betonen zu können, wo sie dort merken sollen, dass sie auch mehr tragen können. In dem ältesten seine Antwort zu dieser Frau wie Karten klar. Land ist in Argentina genug auch für you, aber mit dem Durchtragen wollen je jemanden selbst leiten. Andere Brüder sagten zu ihrem Ältesten, wenn wir von hier wegtragen wollen, dann überlegt wir dort doch noch einmal en unser Sieg dort in Campeche, auf dat dort nicht auch gute Möglichkeiten für uns jaft. Dann dorthin wird dort Ansiedeln viel weniger kosten, so dass auch ärmere Familien sich dort leisten können. Aber ältester Bickert bleibt dabei. Wer selbst wohin tragen will, als mit nach Argentina, die muss sich auch dort selbst mitweiten. Diakon Jakob de Waal trok mit seiner Familie en aantal andere families taub naar de Nuevo Durango-Kolonie in Campeche. Hier moet we voor dit mal weiter auftreten. Nächstes Mal vertellen wir noch ein bisschen mehr von den Durango-Mennoniten und dann fangen wir an, von den Mennoniten ihre angeplante Trägwanderung von Lateinamerika nach Kanada zu vertellen. But nächstes Mal. Ich sehe George Rempel.